Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Penzig, die Bonus-Dinger, die noch kommen hier, ne? Die Bonus-Episode. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier in der Ahnenhöhle gelandet. Was die Kapselmonster angeht, die haben mich zur Verzweiflung gebracht. Sie sind zwar immer noch exakt so, ne, wie wir sie verlassen haben, aber die haben mich fix und fertig gemacht, die Viecher. Ich hab sie ums Verrecken nicht so hingekriegt, wie mir das mein schlauer Guide angeblich gezeigt hat. Wenn ihr wisst, welches Kapselmonster ab wann was für eine Frucht braucht, gebt mal bitte Bescheid. Ich würde das Video ganz zum Schluss noch der Ahnenhöhle noch mal dranhängen. Gebt mal bitte Bescheid, wenn ihr es wisst. Zum Beispiel so Dinger wie Barsuk auf Level 2 braucht die Nachtfrucht. Das habe ich ihm gegeben und macht ab Pfui Würg. Das hat mich jetzt zur Verzweiflung gebracht. Weil die anderen Biester, die habe ich auf ihr jeweiliges Level gebraucht, als Probe, ob das funktioniert. Und es hat einfach nicht funktioniert. So. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr da was wisst, gebt mal Bescheid, dann mache ich es im Nachhinein noch der Ahnenhöhle. Zu der Ahnenhöhle selbst noch einmal. Ich habe nicht vor, das Ganze wirklich zwingend bis zum Schluss durchzuhauen. Ich mache das so lange, wie ich das hinkriege. Als ich das damals als Kind noch selber gespielt habe, habe ich es selber auch niemals bis zum Schluss geschafft. Deswegen, wir probieren jetzt einfach, wie es läuft. Wenn es gut läuft, ist super. Wenn es nicht so gut läuft, dann endet es halt. Ich möchte nur, dass ihr die Ahnenhöhle bei mir mal gesehen habt. So, leck alle Gegenstände und Zauber ab. Alle Kämpfer mögen wieder bei Level 1 beginnen. Verlässt du die Höhle, erhältst du alle abgelegte Sachen wieder. Bevor du aber gehst, musst du alle in der Höhle gefundene Sachen wieder abgeben. Nur die Gegenstände in der blauen Schatztruhe, die darfst du behalten. In der Ahnenhöhle gibt's Treppen, die noch ohne führen, aber Kenny, die dich noch überbringen. Gottes Hand bringt dich zum Ausgang, wenn du die Höhle verlassen willst. Ich glaube, Gottes Hand befindet sich in einer Truhe ungefähr 20 Stockwerke unter uns. Okay, gut. Ich werde derweil auf der Sache aufpassen. Alles klar, was steht da noch? Eingang Ahnenhöhle, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, so noch Dantes göttlicher Komödie, die Aufschrift auf dem Hölletor. Den Starken erwartet das Paradies, dem Schwachen bleibt nur das Fegefeuer. Das erinnert auch so ein bisschen an Dante. Na gut, Ebene U1. Wir sind wieder hässliche Hanebampel, allesamt auf Level 1. Und es erscheinen auch die entsprechende schimmliche Gegner. Stärker gefunden. Ja, das ist schon mal geil. Man findet hier nämlich 8 Zauber. Gerade mal gucken, Maxim beherrscht das jetzt. Seelan beherrscht das. Okay, das muss ich niemand extra beibringen. Das heißt, das ist jetzt einfach in unserem Zauberrepertoire für alle. Man sollte hier in der Ahnenhöhle auch definitiv noch mit allem kämpfen. Wie ihr seht, haben wir nämlich derzeit nichts. Wir haben keinerlei Ausrüstung. Sogar unser Gordo ist wieder auf Level 1. Und in seiner ersten Stufe. Und ihr seht, ach, wenn die draufhauen, dann macht es einfach so Geräusche. Und ach, der Strich, mit dem sie draufhauen, ist etwas brachialer dargestellt. So wie wenn Gordo halt draufhaut. Ja, das heißt, derzeit haben wir einfach noch nichts parat. Unsere ganze Gegenstände, die müssen wir hier in der Ahnenhöhle finden. Und dann werden wir mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich habe auch generell jetzt mir gedacht, dass wir das Ganze tatsächlich auch so machen, dass wir hier eine halbe Stunde pro Episode machen. Gerade weil die Ahnenhöhle ziemlich lang ist, habe ich mir gedacht, dass man mit einer halben Stunde pro Episode jetzt hier bestimmt ganz gut durchkommen. Dass wir nicht länger als 4-5 Episoden oder so brauchen. So, der Gordo klärt das Ganze perfekt. Weil man braucht dann doch die ganze Gegner und die Erfahrungspunkte, die so bringen. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das sieht auch sehr gut aus. Aha, jo, reicht. Und Guy klärt. Ausgezeichnet. Was bringt uns dann das? Füllt KP und MP teilweise wieder auf. Wir hätten anscheinend noch ein paar Juwelen, die wir nicht wegkriegten. Dann nimm du doch das Ding.
Du nimmst der Erdjuwel, dann hast du es sowieso gehabt und Athea kriegt der Düsterjuwel. Okay. Ach Gott, wie flink die ist. So, machen wir die noch fertig. Damit man das einfach noch hinter uns gebracht hätten, das Ganze. Okay. Weil, wie gesagt, ich bin schon dafür, dass wir die Ahnenhöhle dann auch gescheit machen. Und dass wir uns gegen alle unser längst vergessene Uraltfeinde nochmal stellen. Und uns halt wieder stückweise hochleveln hier. Ich bin echt mal gespannt, wie das läuft. Weil in den ganzen Versuche, die ich als Kind unternommen habe, habe ich die Ahnenhöhle wirklich nie bis zum Schluss gepackt. Ich habe es immer mal geschafft, ja, bis Stockwerk 40, 50 oder so vorzudringen. Einmal habe ich sogar bis 60 oder was gepackt, aber ich glaube, die 100 Stockwerke habe ich nie bis zum Ende geschafft. Irgendwann habe ich einfach nichts mehr zum Heilen gehabt, kein MP mehr und bin dann dummerweise in irgendeinen Kampf reingestolpert und das war's dann. Ich habe auch mal im Kampf gegen Gardas verzählt, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt, an das extrem starke Gardas-Schwert dran zu kommen. Und zwar entweder indem man Gardas im ersten Kampf indem man sich ihm stellt, wo man gegen Gardas gewinnt, wo man eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Aber wenn man das gewinnt, kriegt man das Gardas-Schwert. Oder in der Ahnenhöhle in einer blauen Truhe. Die darf man ja bekanntlich behalten, die Dinger. So, ein Gladius habe ich mal gefunden. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Erhöht auch gleich mal um 68. Das ist doch nicht schlecht. Ah, da ist doch schon mal gleich eine blaue Truhe. Der Donnerturban, den dürfen wir behalten. Okay. Was macht dann das Ding? Donnerturban. Turban, der dich vor Donner schützt. Donnersalto. Donnertacken des Gegners werden eine Weile reflektiert. Klingt, als wäre es das Ding für Seelan. So. Nach wie vor noch der Mottenmann schlägt zurück. Gut. Nicht schlecht. Da haben wir wieder Mothman's Revenge. Ja, ich glaube, Maxim muss sich mittlerweile ein bisschen anders einteilen. Der kann One-Hitter derzeit. Ich habe da einmal vor kurzem, vielleicht eher 2 Monate her, da habe ich das Ganze mal gesehen beim Let's Player, der die Ahnenhöhle als Speedrun gemacht hat. Das war richtig heftig, aber der hat für die ganze Ahnenhöhle auch so um die 4 Stunden gebraucht. Warte mal, das gibt es jetzt eigentlich die ideale Gelegenheit, dass man das mal mit einem anderen Kapselmonster machen könnte. Und ich tendiere tatsächlich mal zu Fran, weil Fran, der bleibt bis zum bitteren Ende. Dann machen wir das mal so und schauen mal. Ja, wie gesagt, ich bin dafür, dass wir das mit Fran jetzt mal probieren. Noch sind die Levels nicht so hoch. Noch kann Fran hochziehen, weil Gordo hat man jetzt wirklich von A-Beginn. Und unseren kleinen Radini, der bleibt... Was? Wie? Du haust ab? Fran ist doch eigentlich sehr tapfer. Ach, scheiß doch drauf. Aber auf jeden Fall ist er der Stärkste. Ach, wenn es nicht der Tapferste ist, aber er ist der Stärkste von den Kapselmonster. Ich glaube, alles, was ich über die Kapselmonster auf der Seite gelesen habe, war gelogen. So wie das aussieht. Da flickst noch mal. Gut. Was haben wir dann hier noch? Kraftsirup und jede Menge Motten. So, ihr könnt euch auf den hier einig und dann schauen wir mal. Ah, dann dürft ihr hier kriegen. Yo. Und Fran hat jetzt wenigstens auch noch ein Level, oder Fran, oder wie auch immer man ihn nennen mag. Ich sage einfach nur Fran dazu. Okay. Dann machen wir mal weiter. Manchmal ist unter solche Bücher einmal so ein Heilpot versteckt.
so dass man sich hin und wieder auch mal ein bisschen regenerieren kann. Und sieht gut aus. Ebenfalls. Ich merke, dass Seelan ganz schön harte rechte Haken hat. Wenn du jetzt wegrennst, ich sag das. Na also. Okay, das waren sogar 2 Level für Frauen, glaube ich. Und wir bräuchten auf jeden Fall mal ein paar Waffen, wir bräuchten mal ein paar Rüstungen. Es sieht auch immer ein bisschen anders aus in der Ahnenhöhle, das heißt, kein Besuch ist der gleiche. So, da. Also generell lohnt es sich eigentlich, die Ahnenhöhle ein paar Mal zu spielen, weil wie gesagt hier nichts gleich aussieht. Das sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. So, irgendjemand hat eine Brotpfanne. Gucken wir mal, wem sie passt. Kann nur Seelan. Okay, dann viel Spaß mit dem Ding. Das bringt gerade ein bisschen mehr, als wenn sie unbewaffnet wäre. Hier ist nichts. Haben wir eigentlich unser... Nö. Wir haben auch unsere ganze Gerätschaften wie Enterhake, wie Hammer, Bombe und so weiter. Besitzen wir alles nämlich. So. Craft Syrup. Alles klar. Schauen wir uns den mal an. Der Craft Syrup füllt eine Menge... Was auf? MP? Ne, Kaffee. Hätte mich auch sehr gewundert jetzt. So, du gehörst mir und der Rest darf sich mit der Waldpilze vergnügen. Drauf. Hau weg. Und knödel mal einer drauf und das war's. Geil. Warte mal, die möchte ich so angreifen. Und der Rest haut auf die da drauf. Das dürfte Maxim klären. Jo, sehr sauber. Und das war's. Sehr schön. Oh Gott, jetzt wäre ich schier durch die Treppe runtergerannt. Das sollte man eigentlich nicht machen mit der Treppe gleich runterrennen, weil halt auch in jedem Stockwerk auch immer ein paar Gegenstände sind. Das können auch mal Zauber sein, von daher, es lohnt sich dann doch schon. Ey, Fran, richtig. Du, Knödelkopf, nicht abwehre, Draufhauer. Oh je, Artea braucht Ammo dringend. Waffe, das wäre nicht schlecht. Komm schon her, du Fledermaus. Ja, Problem ist halt, immenses Problem bei der Sache ist halt wirklich, dass wir nicht unsere Gegenstände selber aussuchen können und dadurch, dass wir keine Objekte mehr wie die Bombe und der Hake und der Pfeile und so weiter haben. Radini trägt. Sehr schön. Ist halt das Problem, dass wir die Gegner nicht mehr lähmen können, wie wir das sonst in Dungeons immer konnten. Uah. Dort richtig durch. Okay, jetzt hätte ich schier der Fluchheiler. Ja, verpasst. Großartig. Das war's jetzt mal voll wert. Na gut. Dann hätte man das Stockwerk eigentlich auch abgefrühstückt. Und killen hier noch, was übrig ist. Und schauen mal, was da noch kommt. Ja. Das ist gerade so an der Grenze, glaube ich. Dass Maxim die mit dem Angriff gerade noch so killen kann. Hopp, haut drauf. Sehr schön. Mit deinen Wurzelärm. Ausgezeichnet. Dann runter. Im 4. Untergeschoss. Speedy Soft. Sehr geil. Das geht auch mal direkt an Artea, die unser Schnellsteh ist. Okay, da machen wir schon gleich die Treppe. Ja, wenn man da wie gesagt 20... Ah, da ist so ein Ding, wo ich gemeint habe. Das sieht man auch, weil der Busch ein bisschen anders war. Ja, hauen wir mal alle drauf. Was wollte ich jetzt sagen? Nicht weil der Busch anders war, gedöns, sondern ja. Habe ich schon vergessen. Klasse. Genau, jetzt habe ich es wieder. Erstmal Heiler. Sehr schön. Problem ist halt bei der Ahnenhöhle,
dass wenn wir da mit 20 Minuten Episode weitermachen würden, dann wird's ewig und 3 Tage dauern, bis das fertig ist. Weil früher oder später passiert es halt, dass ich mal irgendwann mal so kräftig ins Bär schieße, dass ich da nicht mehr weiterkomme und dass mal die Leute krepieren und irgendwann die Gegner halt zu stark für mich sind. Deswegen möchte ich das eigentlich hier einfach mal probieren und schaue, wie weit ich komme. Und dann bieten sich meiner Meinung nach auch die 30 Minuten Episode dicker an. So, da. Immer weiter. Und als kräftig drauf auf den Kopf. Zack. Da lohnt sich dann zwischendrin auch definitiv so ein MP-Heiler. Einer von eine blaue Platte. Okay. Was haben wir hier drin? Ein Lichtmesser. Das klingt doch ganz gut. Okay, ist ein bisschen schlechter. Dann gehört das Ding jetzt geil. Dann haut du mal do drauf und so. Gucken wir mal, ob das was wird. Ja, sieht gut aus. Aha. Nicht schlecht. Okay. Dann müsste das eigentlich ausreichen. Oh. Reicht nicht, okay. Dann mach du mal fertig. Sehr schön. Okeli-dokeli, da haben wir wieder Gegner und hier versuche ich eigentlich wirklich alles mitzunehmen, weil wir brauchen die Kämpfe, um in unserem Level wieder sehr schnell aufzusteigen. Ansonsten haben wir bei der späteren Stockwerke tierisches Problem, finde ich. Werde ich. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Da hinten wartet wieder ein Moskito auf uns, wie es aussieht. Probieren wir es einfach mal aus. Aha. Ja, dicker. Sehr schön. Das zieht schon gar nichts mehr ab. Und Radini tritt. Sehr gut. Ausgezeichnet, alter Knabe. Na dann. Weiter geht's. Den Bereich hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Okay, dann nix wie runter. Auf Ebene 5. Ein Bronzehelm gibt's auch noch dazu. Gucke, entweder Maxim oder Guy. Ich tendiere zu Maxim. Sehr schön. Ja, für ATA haben wir leider noch nichts. Das wird sich noch zeigen. ATA haben wir halt leider relativ spät erst im Spiel gekriegt. Das heißt, da müssen wir erst noch das passende Zeug finden. Machen wir das so und so. Das dürften jetzt schon die Gegner sein, wie beim Schloss, wo Bertie und Boris das erste Mal aufgetaucht sind. Beziehungsweise auch in der Höhle vom großen Katzefisch. Das sah ja auch sehr ähnlich aus von der Gegnertype. Krafttrank. Man kann sich also auch immer so ein bisschen an der Storyline orientieren, was für Gegner man da noch so kennt. So. Wobei das jetzt eigentlich eher noch so erster Dungeon, zweiter Dungeon ist mit einer Spinne. Die Käfer waren da dann relativ neu in dem zweiten Dungeon, glaube ich. Und weiter drauf. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Hier ist nichts mehr, also Sackgasse. Dann hier weiter. Und immer mal wieder auf merkwürdiges Buschwerk achten. Okay, da kommen wir noch wo hier, und zwar Aquapeitsche finden wir hier. Okay, eventuell, leider nein. Dann hast du da erst das Ding schon was kriegst. Okay, das will schon nicht mal. Herzlichen Glückwunsch. Das war verschwendet.
Und noch eine Aquapeitsche. Okay, vielleicht ist ein Herr des genug. Hier. Ja. Gut so. Alle 2 die Aquapeitsche können wir halt leider nicht... Scheiße, jetzt habe ich da unten vergessen. Egal. Egal. Jetzt halt noch eine Kette hinterher. Aber ich glaube, da ist die Aquapeitsche erheblich besser. Ja. Gut, da haben wir jetzt nochmal ein paar... Ja, kommen schon die Terrormäuse. Ein ATR zieht echt Beschisse ab. Und ATR kann ja nicht nur zaubern, kann derzeit nur stärker zaubern. Okay, das ist gut. Sehr schön. Und so ein grüner Blob schon. Okay. Och, gerade noch so den Proto-Blob kriegt. Ja, gut. Weniger gut. Komm, Fram, tritt auf der erste drauf. Natürlich, du wärst ab. Hat gereicht. Müsste das erreichen. Jo. Puh. Schauen wir nochmal, dass wir das hinkriegen. Oh Gott, da kommt nämlich auf einmal die Seite gerannt. Okay, da ATR sowieso nichts kann derzeit, machen wir das halt nur so. Dass ATR jetzt unsere Gruppeheilerin ist, bis sie zu Waffe kommt. Ja. Okay, bei Maxim trifft es wenigstens denjenigen, der wirklich schon eine hohe Abwehr hat. Relativ hohe Abwehr. Nix wie drauf. Und das Wetter. Ja, es ist schon ein ziemliches Downgrade im Vergleich zu unserer letzten Episode, wo wir die Hauptstory beendet haben. Und wenn man muss sehen, was hier so rumkreucht und fleucht. Gut, ich möchte zuerst eigentlich Maxim völlig ausrüsten, um ehrlich zu sein, aber das ist nett für ihn. Dann ist es halt für Guy. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir die noch platt kriegen. Und du kümmerst dich um den hier. Nein, das reicht mir wieder nicht. Aber der reicht. Ne, war nicht so gut. Ja, Guy hat auch eine ziemlich stabile Abwehr. Besser als Maxim. Wunderbar. Dann so. Bei manchen Gegnern kann man natürlich auch von Glück sprechen, wenn die irgendwelche Gegenstände droppen. Okay, du geht's noch wo ich schon war. Ja, dann war's das eigentlich hier. Ach, der gute Schmerzwurm. Den gibt's also auch wieder. So. Solange nicht von Idurade Multiknecht kommt, ist alles okay. Und Fran hat derzeit leider auch nur der Radini-Tritt als Sonderattacke drauf, auch wenn er derzeit einfach mal gar nichts einsetzt. Na komm schon. Jo. Jo. Und? Nö. Fran, mach's fertig. Oh, Langweiler. Ja, dort jedes Kapselmonster so sei irgendwie Persönlichkeit. Okay. Dann sind wir in U7 gelandet. Noch ein Krafttrank. Schade, schade. Okay, dann probieren wir dich so. Du bist schon eine Blutmaus. Nee. So weit sind wir dann doch noch nicht, dass eine Blutmaus schon dabei wäre. Okay. Sehr gut.
Noch sind auch unsere Erfahrungspunkte so schön synchron, außer von Fran. Aber das hat ja Reasons, ne? Von daher, noch kann man es schön begutachten, wenn dann die Leute irgendwann mal im Kampf sterben. Es dauert ewig, bis man wieder ein Heilsirup findet, um jemanden wieder zu beleben. Dann sind die Erfahrungspunkte nicht mehr allzu schön synchron. Ich habe es eine Ammo geschafft, dass 2 Leute zum Schluss noch synchron waren von ihrer Erfahrungspunkte. Ah, das ist eine Truhe. Mimik. Ne? So, Fake-Truhe. Mini-Truhe. Die hätten mich, glaube ich, schon öfters muss Leben gekostet, die Scheißdinger, weil die, glaube ich, relativ stark sind. Ja. Die sind tatsächlich relativ stark. Aber sie halten nicht allzu viel aus, zum Glück. Jawohl, sehr gut, Fran. Dann machen wir den Scheißer noch platt. Aber die geben auf jeden Fall gut Erfahrungspunkte, glaube ich. Ja, das ist stabil. Aber für die Ebene sind das schon relativ starke Gegner. So, da. Dann gehen wir noch da hoch. Okay. Da landet man wieder, wo wir sonst hier kommen sind. Vom Anfang an. Von dem Stockwerk. Dann machen wir das hier noch zu Ende und gehen wieder einer runter. Okay. Stabil. Hopp jetzt. Du, kleiner Radini, mach noch was. Sieht gut aus. Okay. Untergeschoss 8. Langschwert, sehr gut. Wir könnten es eigentlich auch so handhaben, dass wir immer 10 Stockwerke machen pro Episode. Hätte ich persönlich auch kein großes Problem damit. Jo, Moment, das war doch schon mal recht gut. Sehr schön. Das waren schon mal ganz gute Verbesserungen und jetzt hat wenigstens AT auch mal endlich eine Waffe in der Hand. Wenn es dann nur das kleine Lichtmesser ist. Alles ist besser als waffelos hier rumzustehen. Gut. Nicht verkehrt. Ja, ich glaube, ich tendiere dazu, dass wir grob den 30-Minuten-Rahmen beibehalten. Aber wir machen es so, dass wir tatsächlich 10 Stockwerke am Tag pro Episode machen. Halte ich für sinnvoll. Ja, mittlerweile unterscheiden sich doch schon stark die Schade, die jeder macht. Okay. Fran träge wie eh und je. Probieren wir es mal so aus. Ja, das sieht nicht so toll aus. Der müsste jetzt reicher. Genau. Okay. Der ist auch weg. Und dann auf dich drauf, du Klobold. Yay. Kaputt. Ein Kurzschwert. Sehr schön. Ja, das Langschwert wird natürlich besser sein. Aber so besser als das Lichtmesser. Da ist man wenigstens auf den Quatsch nämlich angewiesen. So. Und. Ja. Geht aber. Sehr schön. Wieder hinüber und Fran fehlt nämlich viel. Probieren wir es einfach mal. Selbst das kriegt man nicht hier. Sehr schade drum.
Also ich merke, Athia ist nicht gerade die beste No-Kämpferin. Nee, das wird so nix. Na gut. Dann eben nicht. So, dafür war das noch das Level für Fran. Und hier haben wir jetzt auch alles durch. Dann können wir auch runter. Ins 9. und letzte Stockwerk für heute. Ja, ein Zauber gibt es auch noch. Das erhöht halt unsere Geschwindigkeit ein bisschen. Da wären mir andere Zauber erheblich lieber. Die Klobolde hat es in die Ecke getrieben. Schauen wir mal, dass wir sie erlösen können. Okay, wenigstens nicht so viel. Und bei Maxim noch weniger, das gefällt mir. Ja, an sich ist die Ahnenhöhle meiner Meinung nach das ganze Spiel Lufia in M-Dungeon komprimiert eigentlich, was die Kämpfer angeht. Weil man trifft einfach wieder auf die alte Bekannte von früher. Die ganze alte Gegner tauchen wieder auf. Und die Dungeons, ja, generell die Stockwerke erinnert immer so ein bisschen an die Dungeons, die man sonst so hat, außer die Berglevels. Und denen trauere ich ein bisschen hoch, weil die Berglevels finde ich eigentlich immer von der Aufmachung sehr geil. So. Hoffen wir doch, dass wir den noch relativ gut hier kriegen. Das müssen wir uns auch ein bisschen einteilen, das Zeug. Denn wir bräuchten erstmal sowas wie einen Zaubertrank, um unser MP wieder aufzufüllen. Gudala. Dann nur noch der letzte Goblin. Und ich hoffe, Maxim beendet das. Jo. Dann war's das. Alles klar. Ja, Zaubertrank, wenn wir dafür retten, ne? Genau, denn können wir jetzt gebrauchen. Na? So. Genau, füllt MP auf. Kann Athia gebrauchen. Ups, weil sie ist derzeit leider die schwächste bei uns, die schwächste bei uns in der Gruppe. Deswegen muss das leider so sein, dass sie hauptsächlich zaubert. Na, schon den Goblin fertig. Und dann der Rest. Dann die fröhliche Bande. Ach, Fran. Der hätte schön den Finisher machen können, aber nö, du willst lieber mal abgegeben. Gegner, der fast tot ist. Langmesser. Okay, bringt nix. Ah, nix. Na gut. Hätte ja sein können. Hier ist ein Wieste Käfer drin. Und eine Megamotte. Dann zuerst die Megamotte und eine tolle Giftkäfer oder was das ist. Und, yo. Im Radini-Tritt noch einer von der Hades-Käfer gekillt. Das ist doch was. Huah. Okay. Nett schlecht. Echo-Ring gibt's auch noch. Erhöht Beweglichkeit. Ja, Abwehr und Bewegung ging hoch. Da ist es das Ding für Athia. Und wir schauen weiter. Was eventuell noch hier ist. Und wenn nichts mehr hier ist, ihr liebe Leute, dann würde ich ja mal sagen, das war's hier. Und wir sehen uns im 10. Stockwerk wieder übermorgen bei Let's Play Lufia auf Pelzig in der Ahnenhöhle. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ayan Yankee.